Ekran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u van jou erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb het vandaag hier in studio te zetten met een vriend, Peter Schmidt. Welkom hier tot het eerste maal, niet zo? Ja. So, welkom in onze maand en we willen van jou van die geschichte hier, Peter, en einfach mal een beetje in die leven nemen, wat du zo beleefd hast, wat Jezus in die gedaan heeft. Jede geschichte is besonders en dat is wat we van jou hier willen. Wo bist du opgewassen en wo wir dein leven in het kindheit? Ja, ik ben geboren in Charagua, in Bolivia. En dan ben ik voor 3 jaar eenmaal in Paraguay gewoond en dan ben ik 5 jaar, dan kwam we naar Bolivia, dan naar Villamontes en dan ben ik dan 13 jaar gewoond en dan is dat waar ik mijn meeste tijd in mijn leven, maar nu ben ik in Villamontes opgewassen. Oké. So, Villamontes, toen weer dan wat Duitse kolonieën, oud-kolonische kolonieën, niet zo? Ja. En dat is hoe je opwassen daar. Zo had ze een schijne kindheit, of wo wir die niet kindheit? Ja, schön und nicht so schön und nicht immer. Aber ich würde sagen, lange nicht so äußert. Ich habe viele Geschichten gehört, die weit eurer sind. So aber ich habe evens bis dann in der Kolonie. Und aber evens, ich habe immer von, wir haben immer zu eten gehört und nicht so rief, aber meine Eltern hatten so viel als dort, aber nicht viel mehr als dort. Aber ja, wir haben ein normales Leben gehabt und meine Eltern sind auch immer bei uns alle gewesen, meine Geschwister. Und auch sie haben immer für uns versorgt, die Zeit, wo wir Kinder werden. Und so, ja, gute Eltern gehabt, ich bin sehr dankbar für die. So, vertel me een beetje, wo is dein leven zo geändert? Zoals ik nu zei, die wat we hier designen, die zit vielleicht nicht so, dass man die nu groot van een Kolonie kommen ist. Wat heeft geändert in die leven? Ich bin in der Kolonie, dass wenn es ein Kind wird, wenn es eine Entschuldigung wird, ich weiß immer, mir wird es sehr wichtig, ich will einen Tag in Himmelchen sein. Und mein Verständnis von in Himmelchen sein und mit dort, was ich in der Kolonie lehrt, wir wollen nicht lehen. Weil ich fällt hier, wenn ich lehen da, wenn du lehst ist, dann wird einmal gesagt, dann warst du in der Halbbrand. Ich habe meist gekriegt, dass in meinem Kopf abgeschrieben, wofern ich gelernt habe, ich weiß nicht, wie ich das immer so. Und dann wird gesagt, wenn du so viel Sinn hast, dann ist dein Bastel so breit, aber das warst nicht der Schmuggel, der da Ah ja, okay. So, en die mögst du sehr schwer mit das. Und dann da habe ich gefällt, wenn ich würde einen Tag frisch und Baby wollen, und nu würde ich da weiten. Nicht liegen, und nicht eigen sein, und nicht gastrig sein. Nu würde ich kommen. Und ich würde auch in der Hand stehen, da habe ich gefällt. Würde ich mal frech sein, und dann würde ich in Himmel nicht direkt darauf. So, du hattest eine gewisse Angst, wo dann einen Tag nochmal uitkomen für dich. Ja. Was passiert in je leven als familie, zoals ik ken jullie al, aber wat passiert in je leven dat er zo'n grote ändernis komt van dit denken, dat je zo angst had? Wat passiert dat je op eenmaal zegt, in mijn leven en vielleicht mal eine Bibel anfangen zu lesen und so weiter? Wir werden nicht die höchste Eu sein in der Kolonie, oder bitte sagen, nur leicht Eu sein. Wir hatten mal Troubles mit der Kolonie, so wir werden sowieso nicht so fast an der Kolonie und nicht an die Gemeinde, meine Eltern. Und dann kommt da eine Zeit auf einmal, da wir das erste Mal, wenn es geworden sind, Missionaren, die brauchen plötzliche Bibeln in der Kolonie an, und in der Italien, und den Menschen von Jesus vertalen, und das Heilsplan verstellen. Und wir von unseren Freunden auch, und wir auch, wir nehmen dort mit Frieden an. Und ich weiß, dass bei meinen Eltern dann, die mein Paar wieder kriegt, da nicht. Und mein Bruder Abraham nicht, ebenso wie wir alle tun. Und die wollten uns an, dass wir wollen Jesus annehmen. Und wir nehmen dort als Familie ebenso alle an. Wow. Dass mein Bruder werden dann nicht. Und so.
Da hat aber Lothar auch Jesus angenommen. Ja, die sind nu, aber die werden dann nicht mal ans Taubte. So, en wat mögt in die dat je hebt gebed hadden met deze missionaren en je leven abgemerkt hadden en Jezus nu vallen willen? Wat passiert in die leven? Da ist einmal das ein Arm drehen. Und von da an, das später ich so, aber dann wisst ihr alles, was ich sagen darf, ich habe Bedürfnis über diese Dinge, was ich all getan habe, aber weil ich had die Zeit, was ich mir bekehren darf, dann darf ich auch mal so abpassen. Dann dachte ich, bloß die Menschen, die noch schlechter sind, die waren vielleicht nicht, aber ich bin ja auch noch ein bisschen besser, ich würde vielleicht auch durch die passen. Und dann, aber dann, einmal dann, had ik den Heiligen Geist und dann einmal dann das irgend Sachen, was ich in meinem Leben hatte, da weiß ich, dass die hier nicht, und dass die hier nicht Gott sein Recht. Und weil ich gesagt, und die Angst, die ich immer hatte, ist, ich würde schon in den Himmel kommen und ich würde gleich frisch geboren werden, das ist ein Baby werden und dort ich weiter nu, dort wie möglich, aber nicht in eine tägliche Weise, dass ich denke, dass ich dachte an tägliche Weise, aber Gott hat sich dort so 3 Tage in die erste Weise gehabt. Jesus und Kreuzle und sterben, dort war ich dann klar und habe ich dann verstanden, dass ich war. Und ich kann die Geschichte einmal, aber von da war ich anders. Was die Geschichte passiert wird. Sie verworten wir und dann werde ich gesagt, ich habe dann das in erste Kind frisch und kleines Kind worden und dann dort abwasschen mit dem Verständnis und mit dem Weiten. Und dort ist aber nicht, dort dann ist dort erst, dort war ich nu, ich sage nu frisch und jetzt geboren, aber dort ich dann nu denken, dort ich nicht mehr aber schlecht dann, nicht mehr aber kein Fehler mehr und dort ich durch war, und wenn man dann kommt, dort ist wenigstens dort Jesus hat, die Sünden betont für meine Sünden. Sie, en du redest ook een beetje van dat ver wie ontvangen te graveren, dat du sehr gestruggeld had met die zeggen als du woest naar de Himmel komen, als dat goudje nu hier en dan hier zo op eenmaal een Zeichnis en die had zo'n grote zaken met God beleefd en die wie anders wat du beleefd had. Wat wäre so Gedanke, wat du had? Ja, ich sind dann einmal auf beste Kongressos, die war es, Mana Retiros und so. Und dann, du werden dann viele, die vertalen dann Lebensverzeichnis und die haben ein ganz anderes Leben gehabt als ich. Die werden vielleicht all was 31 Jahre vielleicht so ein gottloses Leben gewesen. Und für die wird das so sehr grautet und die haben vielleicht einen Traum gehabt oder die haben vielleicht was gefällt oder die haben vielleicht das. Ja, noch sehr was, aber das ist für jeder Mensch verschieden. Dann hat ich das nicht recht erhalten. Und da habe ich gedacht, nein, das hielt sich so wirklich und das ist so wirklich und das stimmt, dass die das alle belebt haben, aber ich kann ja das nicht beleben. Und da habe ich das auch beleben, wenn ich will, auch will ein Kind Gottes sein. Und dann hat ich mich gedacht, dann Gedanken gemerkt und schwer gemerkt, dass ich dann wirklich bekehrt sein und ein Kind Gottes sein. Ich habe nicht Jan belebt, was Jana vertalen hat, und ich habe nicht dort Erfahrung gehabt. Aber wirklich habe ich dann Luther die Klarheit gekriegt und das wird Gottes dort. Die glauben und das von Horten getan haben und von Horten dort gewollt haben, dort alles, was du brauchst. Wie aus waren die Zeichnis nicht gut genug, wie aus ein anderer Sinn, aber vielleicht nach einem euren Leben geführt hat, als du. Ich weiß, das sind viele Menschen, weil ich habe diese Welt, die mit der Strache tun, die denken, ich muss einen Drag sie gelebt haben, ich muss so ein getan haben, dort das sein geht. Und dann sind die Menschen, die haben sich von klein ab betiert und sie haben Jesus von klein ab sozusagen abgewaschen mit Jesus und dann ist das, was man noch nicht haben, das man das zuerst. Und wie weit über das Gott, der ist vor allem gestorben. Und dass das für den ist, was du nu draus gebracht hast, der ist auch für den gestorben. Aber was andere große, ich weiß das ja vielleicht nicht groß, aber kleine sind, aber diese Sachen, die wir immer so sein, was so sehr rüttegnen und nicht so. Und eine Sache, die mir sagt, jetzt hat mich sehr abgefallen, dass wir, dass die Halpe hat, die gewässert haben, dass die Rat wirst, dass die dort andere mitteilen, das ist nicht so vertalen von dort.
Also, wenn du bekehrt bist und du hast das Evangelium angenommen, du hast das nicht an Gottes und du hast das nie Leben auch. Und manchmal ist es immer so, da werden die Israeliten auch die Zeit, wo die wie den anreisten, da wir es, wenn sie das alle vergessen haben, was in Ägypten passiert wird in den schweren Zeiten. Und die Wunder, was Gott da, die Pläne und alles, was die da, und besser als manch auch, Gott hat so eine große Dinge in deinem Leben getan, die was diese einige was, und die hat, falls Gott so dich bei. Aber dann was bestellt und fast vielleicht du weißt, jeder so nach der Kirche, aber du denkst nicht mal drei, über was in deinem Leben passiert ist. Und dann erst das ist, wenn dort der hältst was hat, was schwach gerade, du weißt die nicht mal so sicher über deine wahre Geburt oder über dein neues Leben. Und was ich immer gut finde, dass wir andere Menschen vertalen von den Jesus, was wir angenommen haben. Und solange du dort was tun, du wirst Menschen von dort vertalen, was du belebt hast, du kannst ja nicht jeden reden und dort hat das meiste Kraft. Und dort hat Kraft in die auch in andere. Und dat sage ich auch in der Bibel, dass wir bekennen sollen, dass wir an ihm glauben und dass wir das sagen sollen, dass das mehr kann sein. So, wo ist dein Leben dann wieder gegangen? Also, ich glaube, du wirst 16 Jahre, als du die bekehrt hast, bleibst du noch lange in der Kolonie als Familie, oder wo ging das da wieder? Ja, wir bleiben dann, ich bin 16 Jahre alt, als wir uns bekehrten, wenn ich glaube, vielleicht mehr 17 als Wort. Und wir bleiben dann auch 2 Jahre durch und hatten dann ein bisschen jener und was ein bisschen Freunde also, aber haben dann die Menschen dann verteilt von was wir glauben hatten und was wir belebt hatten. 2 Jahre wie wir dann durch, also das mag auch nicht geblieben und dann wie wir aber 3 dann nur hier noch in Nias tragen und dann sind wir nu all 6 Jahre wart, oder wir 2014 war 6, aber 7 Jahre sind, wo wir nu dann all in der Kolonie beten sind. Und nu habe ich dann lauter Zeit hier so dann in der Jugend, schon in der Jugendzeit all mitgelebt und habe einmal so schön gegangen und dann habe schwere Zeiten Glauben gegeben, aber ich, Gott sei Dank, ich sind wiedergekommen all in Wasser und ich habe eine gute Arbeitsstelle und ich habe mich über das noch, ich habe eine neue gefangen, ich habe mich befreit. Wow. Dann sah ich gleiche Leben nu und sah schöne Früh. Wow. Und zum Schluss würde ich dich noch fragen, weil hast du irgendwas für unsere Leute hier von dir zu sagen? Also ich würde eins sagen, wo ich auch von reden würde, das Zeugen. Das Zeugen, was Gott in deinem Leben getan hat. Wenn es Gott ist ein Mann, was mit den Dämonen besetzen wir, in der biblischen Zeit, wenn es den die Dämonen rüberschreiben und schwingen dann sieht Gott, verteil deine Familie und verteil deine Stadt, was Gott in deinem Leben getan hat. Und das sage ich Gott, für die und für jeder einer von der, wer das hört, und das Zeugen, das war ein Unterschied in deinem Leben, auch in einem anderen Leben, ja. Das merkt die 3 Dinge. Vielen Dank, Peter, für das Mitteilen von uns. Ich würde dir fragen, weil du das Zeugnis mitteilen in YouTube, Facebook, WhatsApp, wo immer, dass viele Menschen das sehen und hier kennen. Und übrigens möchte ich dir Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.